bauen die Welt wieder auf. Unser Licht weist uns den Weg aus der Fährte voll Rauch. Hab keine Angst, denn die Angst hält uns stumm. Und am dunkelsten ist die Nacht vor der Dämmerung. Hab Vertrauen, wir bauen die Welt wieder auf. Unser Licht weist uns den Weg aus der Fährte voll Rauch. Hab keine Angst, denn die Angst hält uns stumm. Und am dunkelsten ist die Nacht vor der Dämmerung. Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich freue mich sehr, Sie hier wieder begrüßen zu dürfen, hier bei Quantisana TV, Ihrer Informationsplattform. Es freut mich sehr, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben und was mich natürlich auch sehr freut, ist mein heutiger Gast, den ich heute hier begrüßen darf. Sie kennen ihn bestimmt schon, er war auch letzte Woche schon hier, Dr. Professor John Ionesco. Herzlich willkommen hier bei mir in der Sendung. Vielen Dank für die Einladung, Frau Glock. Ich hoffe, wir werden uns nicht langweilen, auch diesmal nicht langweilen. Also es war letztes Mal schon so spannend, ich war wirklich total von den Socken. Wir haben ja da über die Sonnencreme gesprochen, weil ich Ihnen ja gesagt habe, ich kriege ständig Sonnenbrand und ich brauche irgendwas, was mir hilft. Können Sie vielleicht noch mal ganz kurz für unsere Zuschauer Revue passieren lassen, über was wir gesprochen haben und was wir für ein Ergebnis daraus hatten? Ja, ich kann mich sehr wohl erinnern, die Problematik. Wir haben uns unterhalten zum Thema Sonnenschutzcremes und es war zu definieren, warum ein spezielles Produkt aus unserer Klinikforschung, das sogenannte Solaris, SPF 20, einen besseren Schutz anbieten soll im Vergleich mit den typischen Sonnencremes. Und wir haben ausführlich erläutert, dass anders als die klassischen Cremes, wir verwenden hier eine spezielle Kombination von Sonnenschutzfaktoren, allerdings ohne die Anwendung der sogenannten physikalischen Schutzfaktoren mit Zink oder Titanium. Insbesondere die Titaniumdioxidfiltern führen häufig heutzutage zur Sensibilisierung der Haut, was natürlich niemand haben möchte. Stattdessen verwenden wir organische Schutzfaktoren für UVA und UVB. Danach haben wir erläutert, dass die bereits in der Haut sich bildende Freiradikale werden, sagt man so, ausgelöscht mit Hilfe von speziellen Antioxidantien, die die Haut schnell penetrieren. Und als Weltneuheit haben wir erläutert, dass die sogenannten Chelatstoffe, die Schwermetalle und Übergangsmetalle binden, die entstehen, die werden freigesetzt nach der Wirkung der UV-Bestrahlung auf die Hautmolekülen. Die werden freigesetzt aus den Proteinen, aus der Eiweißmatrix und einmal freigesetzt, produzieren Freiradikale. Dafür haben wir erstmalig in der Welt schon vor 15 Jahren diese Cremes eingeführt, wo Chelatstoffe drin sind, die binden diese Metalle und machen sie unschädlich. Das ist ein enormer Schritt nach vorne. Und das haben wir zuerst für unsere Hautpatienten in der Klinik, insbesondere für Autoimmunerkrankungen wie Lupus erythematodes, wie kutaner Lupus heißt das. Diese Erkrankung, wo der Patient einmal in der Sonne explodiert buchstäblich die Haut schon innerhalb von 5 Minuten. Er bekommt das sogenannte Lupus-Erythem ins Gesicht, Dekolleté, Arme, Rücken, und das kann mit der Zeit in ein systemisches Lupus sich entwickeln. Außerdem bietet diese spezielle Zubereitung, wenn Sie sich erinnern, ein Hilfsmittel für das Immunsystem, das Beta-Glucan, welche in der Lage ist, hervorragend Herpeseruptionen zu vermeiden. Wir wissen alle, dass einmal in die Sonne, im Urlaub, nach 2-3 Tagen tauchen die Herpesbläschen auf. Das hat zu tun mit einer Hemmung des Immunsystems durch die Sonneneinwirkung. Gegen diesen Mechanismus wirkt dieser spezielle Immunstimulator Beta-Glucan, sodass die Patienten nicht nur eine tiefe Sonnenbräune bekommen, besonders bei Typ 1 und Typ 2 Haut, die sehr empfindlich sind gegen Sonne, aber auch werden geschützt gegen solche Herpesausbrüche. Soweit zum Thema Sonnenschutz. Genau, ja, und ich denke, wenn das Leute wie Neurodermitis und so tragen können, dann kann auch ich das tragen, die keinerlei Hautprobleme hat. Und was ich gehört habe, ich werde dadurch noch braun. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, das verspreche ich Ihnen. Was mich allerdings ein bisschen geschockt hat, man hört es ja doch immer wieder, dass man halt Falten bekommt, mal zu viel Sonnenbrand. Ja. Jetzt, ja, man hört es ja, man weiß es ja eigentlich, aber ehrlich gesagt, es will ja niemand hören. Was kann ich jetzt außer Botox und vielleicht rumschneiden machen?
Das ist eine Frage, die sehr viele Frauen beschäftigt, ja. Müssen wir ehrlich. Ich würde ehrlich gesagt noch gerne hier sitzen und zwar ohne jegliche Falten, die man total kaschieren muss. Sie haben kaum sichtbare Falten, aber je älter wir werden, tauchen die Falten, sowohl bei Männern als auch bei Frauen, immer stärker. Und hier sind zwei Mechanismen im Spiel. Ja. Weil ich bin immer der Meinung, bevor wir über Therapien, wir sollen über Ursachen sprechen, um überhaupt zu erläutern oder zu verstehen, was wir therapieren. Ja. Ja? Wir sollen nicht eine Symptomtherapie betreiben, das tun wir auch nicht in Neukirchen, in der Klinik. Wir betreiben eine kausale Therapie, eine integrative Therapie, wie Sie wissen. Und genauso bei der Faltenbildung sollen wir uns die Frage stellen, was produziert die Falten, was produziert das Alterungsprozess der Haut. Und hier gibt es, seit langem inzwischen bekannt, zwei parallel laufende Prozesse, die sich überlappen zu einem gewissen Zeitpunkt. Und diese Prozesse heißen eins, die genetisch bedingte Hautveralterung und die exogen bedingte Hautveralterung durch exogene Faktoren, durch Faktoren von außen. Zu den genetischen bedingten Hautveralterung gehört die Verminderung der Energiebildungsprozesse mit dem Alter. Je älter wir werden, desto weniger Energie produzieren. Und das sieht man bei der Heilung der Wunden zum Beispiel. Bei einem Kind heilt die Wunde innerhalb von 24, 48 Stunden, bei einem älteren Mensch viel länger. Also die ATP-Produktion ist niedriger. Darüber reden wir auch anderes Mal. Zweitens, die Hormonversorgung der Haut wird immer niedriger. Sowohl bei Frauen als auch bei Männern. Die Versorgung mit Östrogene bei Frauen, denken Sie an die Menopause, Testosteron bei Männern, Andropause, wird immer schwächer. Je schwächer die Hormonversorgung der Haut ist mit dem Alter, und das kann auch mit 40 Jahren anfangen, desto weniger Kollagen wird produziert in die Haut. Okay? Die Kollagenbildung, die Kollagensynthase, so heißt dieses spezielle Enzym, ist östrogendependent. Das heißt, je weniger Östrogen wir produzieren mit dem Alter, desto weniger wird die Kollagenproduktion, desto stärker die Neigung zu Falten. Weil die Kollagenfasern halten unsere Haut glatt. Ja? Je weniger Kollagen wir bekommen, oder je stärker die Zerstörung der Kollagen passiert, wie wir gleich sehen werden, desto mehr Falten bekommen wir. Drittens, es gibt auch die sogenannten Schutzfaktoren der Haut, die immer weniger werden mit dem Alter, wie zum Beispiel die antioxidative Systeme. Was ist das? Das sind spezielle Enzyme, die schützen uns, alle Zellen, alle Organe von Freiradikalen. Die heißen Superoxidismutase, Katalase, Glutathionperoxidase und so weiter und so fort. Diese Enzyme werden in ihrer Tätigkeit immer langsamer, je älter wir werden, oder sie können durch Umweltfaktoren gehemmt werden. Okay, also hier sind, sagt man so, ein paar wichtige, die Stoffwechselrate natürlich ändert sich, wir haben immer mehr katabolische Prozesse, also Abbauprozesse in der Haut statt Syntheseprozesse, statt Anbau, wie in den jungen Jahren und so weiter und so fort. Das sind also die genetisch verankerte Veränderungen. Aber wir haben als zweiter enorm wichtigen Faktor die exogene Faktoren, die unsere Haut ebenfalls beeinflussen jeden Tag und tragen erheblich dazu bei, dass die Haut schneller altert. Was meine ich damit? Welche sind diese exogenen Faktoren? Die Schadstoffbelastung zum Beispiel. Die Schadstoffbelastung mit belasteter Luft. Rauchen, von Rauchen anfangen bis zu der Traffic-Belastung mit Diesel-Rust-Particles und so weiter, ist eine klare belastende Faktor für die Haut, die Vermehrung, die gesunde Vermehrung der Zellen, die Regeneration der Haut hemmt. Okay? Stärkster Faktor für die Hautalterung ist die Photoaging, wie wir letztes Mal in Ihrer Sendung besprochen haben. Das Sonnenlicht hat tatsächlich die schnellste und sichtbarste negative Wirkung auf die Haut. Sehen Sie zum Beispiel die Leute, die zum Skifahren gehen und nach einer Woche mit eine Krähenfüße um die Augen zurückkehren, allein durch die Wirkung der Sonne auf dem, und die Reflexion ein zweites Mal der Sonne durch die Schnee. Allein 10 Tage in die Sonne, in die Schnee zum Beispiel, kann zu so einer tiefe Faltenbildung führen, wenn nicht die Schutzfaktoren und nicht die entsprechenden Brillen vorhanden sind. Schutzbrille und Schutzfaktoren, Cremes mit entsprechenden Schutzfaktoren. Weiter die falsche Ernährung.
Je mehr wir essen, und besonders je mehr wir kohlenhydratreich essen, desto schneller tauchen diese Falter durch die sogenannte Glycinierung der Proteine, Glykoxidation-Prozesse der Glykoproteine. Das bedeutet, dass die Verbindungen zwischen Zuckermolekülen und die überschüssige Verbindungen zwischen Zuckermolekülen und Eiweißstoffe und strukturelle Eiweißstoffen und deren Oxidation in Anwesenheit von Übergangsmetalle zu einer krasse Zerstörung der Kollagenfasern und zur Bildung von Advanced Glycosylation End Products, so heißen das. Okay. Age Products verkürzt, AGA, Age Products führt. Und das sieht man auch in der Haut durch die beschleunigte Bildung von Falten. Zuletzt das ungenügende Konsum von gutes Wasserqualität und ausreichendes Wasser. Okay. Und noch einmal zuletzt von außen ununterbrochener Stress, oxidativer Stress oder psychosozialer Stress und wenig Schlaf verschlimmern noch einmal die ganze Situation. Wow, das sind ja haufenweise Punkte. Exakt, also was wir sehen morgen im Spiegel im Badezimmer, ist die Überlappung zwischen unserer Genetik und diesen Faktoren von außen. Okay? Diese Überlappung, die Resultate sehen wir jeden Morgen im Spiegel. Wow, also das sind wahnsinnig viele Punkte, auf die man ja eigentlich alle auch, oder zumindest die meisten, auf die Genetik, da kann ich jetzt nichts für, aber auf die Ernährung, auf das richtige Wasser und so, da kann ich ja überall drauf achten. Umweltschadstoffe und Sonnenlicht und. Ja. Jetzt, wenn die Falten schon mal da sind, dann gibt es ja haufenweise Produkte, Antifaltenprodukt hier, Antifaltenprodukt da. Wirklich nützen? Ich habe von vielen Frauen gehört, die das anwenden, die sagen, ja, das hat mir nichts gebracht, da habe ich ein bisschen was, aber es ist mir eben zu teuer, jetzt gehe ich auf das. Wie finde ich mich da zurecht in diesem Haufen von vielen Produkten, die ja alle was versprechen? Ja, Sie haben eine wichtige Frage gestellt, weil tatsächlich wir sind überrollt von einem Angebot von hunderten Firmen oder Produkte, die versprechen das Gleiche. Wir sind die Besten im Kampf gegen ihre Falten. Und dann ist es, sagt man, wenn es nicht nützt, ja, sie hatten den falschen Hauttyp. Zum Beispiel, muss ich aber noch was sagen, ich würde anders formulieren. Warum zeigen auch diese Hersteller die wahre Ergebnisse einer Kliniktestung, einer klinischen Testung? Das bedeutet, hier haben wir eine Gruppe von Menschen ohne diese Creme, hier haben wir eine Gruppe von Menschen, die gleiche Altersgruppe, die die Creme verwenden für 3 oder 4 Wochen. Und hier ist die Messung der Faltentiefe vorher und nachher. Das werden Sie nicht finden. In den 90%, wenn nicht mehr, aller sogenannten Erfolgsstatistiken wird nur die subjektive Aussage der Anwender, die die Proben selbstverständlich gratis bekommen haben, klar, für 1 Monat oder 2 Monate, und sagen, ja, ich glaube, es tut mir gut. Okay? Eine Messung der Faltentiefe vorher und nachher ist nicht erfolgt. Okay. Und daher meinen wir, dass der Kunde, dass der Anwender soll etwas kritischer sein, wenn er fängt an, mit einem neues Produkt anzuwenden. Ja? Er soll einfach fragen, wo ist Ihr Nachweis mit Messung vorher, nachher, dass diese Creme tatsächlich gegen Falten hilft. Ja. Und das sind spezielle Untersuchungen, die wir heutzutage weltweit zur Verfügung haben. Es gibt zum Beispiel mit einer deutschen Technologie weltweit bekannt, die Technologie von Courage Kazacha, die dreidimensionale Auswertung der Faltentiefe, extrem relevant. Wir werden solche Bilder zeigen, wie die Faltentiefe vor der Anwendung einer Creme aussieht, wie zum Beispiel in diese Bilder. Und wie die Faltentiefe innerhalb von 3 bis 4 Wochen sich verändert. Man sieht mit bloßem Auge, dass der Glättungseffekt ist klar da, besonders in diesem dreidimensionalen UV-Zimmersystem, die eine perfekte Auswertung erlaubt. Zweitens, es gibt von dem gleichen Forschungsinstitut, Courage Kazacha, die Möglichkeit, die Elastizität der Haut zu messen. Wir wissen schon von den
Intrinsic Aging, von der genetisch verankerten Aging, dass je älter wir werden, die Elastizität der Haut sinkt. Deshalb wir bekommen Sagging Skin, also mit dieser hängende also hängende Haut wie und Tränensäcke und solche Sachen. Und Tränensäcke und so weiter. Das ist der Nachweis, der klare Nachweis der Elastizitätsverlust. Ne? Und das kann man messen. Wiederum perfekt mit diesen Technologien. Und dann kannst du messen die Elastizität der Haut vor der Anwendung der Creme und nach der Anwendung der Creme. Jetzt bitte zeigen Sie mir diese Ergebnisse bei 90% der Angebote auf dem Markt. Ja. Gibt es nicht. Wow. Okay, also wenn wir sind der Meinung als wissenschaftliches Institut und Klinik in Deutschland und nach so vielen Jahren Forschung, dass nur eine dokumentierte Nachweis kann wertvoll für einen Anwender sein. Wobei einfach die Testergebnisse, sagt man so, registriert und dokumentiert durch Forschungsinstitute, Unikliniken tatsächlich zustande kommen. Okay, wow. Okay, jetzt weiß ich, das nächste Mal, wenn ich ein Produkt kaufen will, sage ich hätte mal gerne die detaillierte Dokumentation dazu. Ne? Es ist nur ein Vorschlag, wenn Sie wollen, nicht unbedingt einfach ins Leere testen. Ja. Super, danke vielmals für diesen Hinweis. Jetzt weiß ich, wie ich da das nächste Mal damit umgehe. Jetzt, Sie haben mir natürlich auch ein Produkt mitgebracht, was ich verwenden kann für meine Falten. Was ist das genau für ein Produkt? Das ist ein Folgeprodukt der Solaris, dieser spezielle Emulsion für das Photoaging. Warum Folgeprodukt? Weil zu uns kamen die Anwender von Solaris, zuerst die Patienten, wofür wir das entwickelt haben, und dann die Otto-Verbraucher, die waren begeistert, aber kommt trotzdem die Frage, ja, ich habe aber Falten schon, was kann ich gegen diese Falten, ich kann das mit Solaris Falten, die in die Sonne entstehen, vermeiden, wunderbar, aber ich habe schon Falten mit meinen 50 Jahren oder mit meinen 40 Jahren, was kann ich gegen diese Ursprungsfalten noch machen? Ja. Das ist die Frage, die zu uns kommt immer wieder. Und dafür haben wir aufgrund unserer Erfahrung bei der Regeneration der Haut bei Neurodermitis-Patienten und bei Lupus-Patienten auch etwas angeboten, die Regeneration der Haut tatsächlich beschleunigt. Und die Bildung von Kollagen ebenfalls beschleunigt, weil um das geht es hier. Wie kann ich die gebremste oder die unterbrochene oder die gehemmte Kollagensynthese wieder fit machen? Das ist die Zentralfrage. Okay. Wie kann ich die eigene Kollagensynthese in der Haut stimulieren? Ja. Das ist die Zentralfrage. Und hier muss man wiederum ein bisschen biochemisch ins Geschehen gehen und sich dokumentieren oder erfahren, dass für die Kollagensynthese, wie ich schon am Anfang erwähnt habe, spielen die Östrogene, die menschlichen Östrogene bei Frauen, weil wir reden für die Faltenbehandlung bei Frauen, eine wesentliche Rolle. Ohne die Anwesenheit der Östrogene in normaler Konzentration bei gesunden Frauen kann keine normale Kollagensynthese stattfinden, weil das zentrale Enzym, das sogenannte Kollagensynthase, ist östrogendependent. Okay. Gibt es Probleme mit dem Zyklus bei diesen Frauen? Gibt es Probleme, sagt man so, in der Bildung der Steroiden und der Östrogene im Körper? Merken diese Frauen, dass sie Beschwerden wie beim Menopause plötzlich bekommen. Es kann auch mit 30 passieren, sowas, wenn du bestimmte Störungen durch Xenoextrogene, durch falsche Extrogene im Körper bekommen hast, dann entsteht ein Chaos, eine sogenannte endokrine Disruption. Wie kann es denn zu solchen Sachen kommen? Durch Schadstoffe aus der Umwelt. Es gibt Pestizide, Holzschutzmittel und Schwermetalle, die als Xenoextrogene, also die als falsche Östrogene, eine falsche Östrogenwirkung haben und ruinieren das gleiche Gleichgewicht im Körper. Kann ich denen auch irgendwie entgehen? Kann mich ja schlecht irgendwo in einen Ball einsperren, wenn da noch gute Luft drin ist. Das ist eine verdammte Frage, weil wir sind kaum geschützt gegen diese Flut von Umweltschadstoffen. Das ist auch die Ursache für diesen gigantischen Allergieausbruch weltweit und Krebsausbruch weltweit. Die Umweltschadstoffe, mit denen wir jeden Tag konfrontiert sind und welche wir auch jeden Tag durch unsere Nahrung zu uns zuführen. Ja, als Zusatzstoffe in der Nahrung, als Pestizide vom Acker und so weiter und so fort. Gut, also diese Xenoöstrogene sind ein echtes Problem. Aber zurück zu der Kollagensynthese, wie gesagt, bei gesunden Menschen, die normale
Konzentrationen von Östrogene bei Frauen sorgen für eine schöne glatte Haut. Ja? In dem Moment, wenn aber im Rahmen des Alterungsprozesses, wenn wir uns nähern zu den Menopausejahren, sinkt die Produktion der Östrogene. Ja. Und da stellt sich für uns die Frage, können wir das ersetzen, um die Kollagensynthese wieder fit zu machen? Das war die Zentralfrage bei unseren Forschungen in der Klinik. Weil wir haben immer wieder solche Fälle, die zu uns kommen mit schwer veraltete Haut oder schwer belastete Haut durch zusätzliche Schadstoffbelastung oder assoziierte Hautinfekte mit Bakterien und Pilzen. Die führen auch zu einer schnellen Hautveralterung. Wow. Und alle wollen, ich möchte eine super Creme, die mir wieder glatte Haut macht. Klar, ja? Schauen Sie sich einen Neurodermitis-Patient, vielleicht sehen wir in einer anderen Sendung, was für eine faltige Haut sie haben. Es ist eindeutig veraltert durch diesen Entzündungsprozess, durch diesen oxidativen Stress und durch diesen bakteriellen Pilzbefall. Gut, also stellte sich die Frage, wie können wir die normale, gesunde Produktion von Östrogenen bei gesunden Frauen ersetzen oder steigern? Und da gab es im Prinzip zwei Substitutionsmöglichkeiten. Im Rahmen der sogenannten BHRT, Biologic Hormone Replacement Therapie, haben die Amerikaner schon in den 80er Jahren versucht, menschliche Östrogene oder Pferdestrogene zu substituieren in Form von Spritzen. Okay. Hat aber nicht geklappt, weil die Gabe dieser Hormone, menschlicher oder Equus, also Pferdhormone, Östrogene, hat geführt in über 70% der Fälle zu einer starken Aknehaut. Das will man natürlich auch nicht. Die wollen auch nicht. Ich will keine Falten, ich will aber auch keine Akne. Exakt. Sodass die Päpste dieser Entwicklung in den 80er Jahren mussten Step by Step absagen oder zurückrudern. Und so, dass diese menschlichen Östrogene sind seit den 90er Jahren nicht mehr auf dem Markt. Gut. Stattdessen wissen wir, dass für bestimmte chronische Hauterkrankungen haben sich die sogenannten Phytoöstrogene sehr gut bewährt. Phytoöstrogene bedeutet Stoffe aus bestimmten Pflanzen, wie aus Soja, Red Clove und so weiter, die mit komischen Namen wie Genistein, Diazein und so weiter, die eine ähnliche Östrogenwirkung haben, aber ohne Nebenwirkungen. Ja. Okay? Und das hat uns veranlasst, speziell ursprünglich für Patienten und danach für Anwender für Antifaltenbehandlung, in diese Richtung zu stoßen. Natürlich, es reicht nicht nur in so ein Präparat nur ein Phytoöstrogen einzusetzen. Es reicht nicht. Warum? Weil die alternde Haut oder die Haut, die gerade aktiv Falten bildet, ist unter dem Beschuss von Freiradikalen automatisch. Ja? Also du brauchst auch Stoffe dazu zu geben, die diese Freiradikale binden, blockieren, die sogenannten Antioxidantien. Und natürlich für die menschliche Haut, für die Frauenhaut, es gibt bestimmte Antioxidantien wie Coenzym Q10 zum Beispiel, bestimmte Vitamin E, ungesättigte Fettsäuren, die eine wunderbare Schutzwirkung gegen gegen Freiradikale bieten. Ja. Und die sollen unserer Meinung nach obligatorisch in so eine Creme eingebunden sein, was wir schon getan haben. Ja. Der zweite oder als drittes Punkt ist, wie führen wir diese Stoffe tief in der Haut, dass wir den Dermis erreichen, wo die Kollagenfasern sich bilden. Dafür braucht man eine spezielle Technologie. Und das heißt die sogenannte lamellare Liposomen-Technologie. Boah. Wo die Wirkstoffe in lamellare Liposomen eingebunden werden, die sicher für eine ultra tiefe Penetration in die Haut. Das ist entscheidend. Weil du kannst zum Beispiel, es gab früher den Versuch mit Kollagenmolekülen, die leider eine zu große molekulare Gewicht haben und bleiben draußen auf der Haut, aber penetrieren nicht die Haut. Und sowieso führen nicht zu einer neuen Kollagensynthese, niemals. Ja. Ja, das war waren die alte Technologien der 80er Jahre. Wir versuchen mit den Kollagencremes, hat nicht funktioniert, das weiß man heute. So dann von Kollagen kann man heutzutage nur Bausteine anbieten, die die Penetration im Rahmen dieser Liposom-Mischungen abgesichert haben, aber nicht große Kollagenmoleküle. Gut. Also dieser Komplex, einmal angeboten,
sichert eine rapide, tiefe Penetration der Wirkstoffe in der Haut und führt innerhalb von, sage ich so, 2 bis 3 Wochen zu einem spürbaren Glättungseffekt rund um den Augen, am Hals und so weiter und so fort. Und das haben wir nicht, wir sagen nicht so, wir plakatieren das nicht so, sondern wir haben mit eine ganze Reihe von Tests bei Probanden in Uni Warschau und in Deutschland. Hier haben wir ein paar Ergebnisse vor und nach der Behandlung, wo man sieht, A1 die Tiefe der Falten vorher und nachher und wo man sieht die Wirkung bei bestimmten Probandinnen, wo diese Energo-Repair-Komplex, so heißt das Präparat, Energo-Repair-Komplex, für 3 Wochen angewandt wurde. Oder für schwierigere Fälle, wo die Falten deutlich tiefer sind, für circa 5 Wochen in Kombination am Anfang mit einer energieproduzierenden Creme, die, sagt man so, die den Background für die Regeneration der Haut noch dazu gibt, energiereiche Stoffe. Wir reden von ATP-Produktion, Adenosin-Triphosphat-Produktion. Also diese Kombination in der schwierigen Fall, die Sie dort sehen, wo man kaum glauben kann, dass ohne Skalpell passiert ist, ist durch diese Kombination ATP plus, also energiereiche Creme, Energy-Emulsion plus Energo. Wow, das sind ja fantastische Resultate, wenn ich mir das so ansehe. Was uns noch sehr gewundert hat und erfreut hat, war, dass in den Tests mit der Technologie von Courage in Kasacha, die ebenfalls gelaufen ist in die Uni, bei dieser Gruppe von Frauen konnten wir eine hervorragende Verbesserung der Hautelastizität, weil eine typische Anti-Aging-Erfolg zu feiern wäre oder sagt man so zu werten wäre, weil diese Elastizitätsverbesserung oder diese Elastizität-Level kannst du nur wirklich bei einer jüngeren Haut wiederfinden. Ja. Gut. Also durch diese 2 Nachweise, Faltentiefe plus Elastizitätssteigerung, glauben wir, dass die Richtigkeit und sagt man so, die Effizienz dieser Behandlung sauber wissenschaftlich dokumentiert ist. Wow. Jetzt haben wir bis anhin nur Bilder halt gesehen von Menschen, die bereits Falten haben, die sich verbessert haben. Wie ist es, wenn ich keine Falten habe? Kann ich das auch vorbeugen? Ja, Sie brauchen nicht zu früh anzufangen. Sie brauchen nicht zu früh. Warum? Weil wenn die Kollagensynthese ausreichend ist bei Ihnen, wie ich noch sehe, Sie brauchen noch keine Angst zu haben. Erstmal eine Lachfalt, ne? Gut. Solange die Kollagensynthese ausreichend ist und Sie haben eine glatte Haut, die Zugabe zu früh dieser Cremes würde verständlicherweise die eigene Kollagensynthese reduzieren. Weil der Körper ist so gescheit durch die sogenannten Feedback-Systeme, Feedback-Regulationssysteme. Wenn er zu viel Gutes von außen bekommt, braucht er nicht mehr seine eigenes zu produzieren. Er bekommt gleich von außen. Dann er wird reduzieren seine eigene Kollagensynthese. Das ist das sogenannte negative Feedback. Deswegen, für eine super glatte Haut würde ich nicht empfehlen, damit anzufangen. Erst bei den ersten Falten, okay, einmal am Tag, in schwierigeren Fällen 2-mal am Tag, ja, wo die Falten schon seit 5 oder 10 Jahren oder 20 Jahren da sind, dann schon 2-mal am Tag. Am besten nach Reinigung der Haut. Also morgens die Haut reinigen, aber bitte am besten, bitte ohne Reinigungsmilch. Weil Reinigungsmilch enthält unzählige Chemikalien, sondern mit Wasser und Seife. Und danach am Ende, oder eine flüssige Seife, und am Ende mit viel Wasser abspülen. Nicht mit Reinigungsmilch, weil die Reinigungsmilch wird ruinieren ein paar biologische Bestandteile des Präparates. Ganz wichtig. Wasser und Seife. Ja. Okay? Auf die leicht nasse Haut, gut abspülen mit Wasser, auf die leicht nasse Haut ein paar Tropfen verteilen rund um den Augen, am Hals, okay, Dekolleté, wo man will, okay, und einziehen lassen. 5 Minuten einziehen lassen. Tun Sie das 2-mal am Tag, Sie werden zufrieden sein mit dem Ergebnis. Das gebe ich Ihnen mein Wort. Wow, ja, jetzt muss ich nur noch darauf warten, bis ich Falten habe, aber ehrlich gesagt nutze ich und genieße die Zeit davor. Ne? Wie Sie möchten. Okay. Was macht Ihr Produkt denn so außergewöhnlich im Vergleich zu den vielen anderen? Einfach nochmal so kurz zusammengefasst, so als Stichwort, dass man das nochmal am Schluss noch Sie sind die 3, sagt man so, Kombinationsbausteine. Ja. A1 diese Phytoöstrogene, A2 die spezielle Kombination der Antioxidantien, die die freien Radikalen gleichzeitig neutralisieren. Und dann 3, ganz wichtig, diese lamellare Liposomentechnologie, die sichert, dass die Creme ultra rapide in die Haut einzieht.
Und was Sie natürlich erwähnt haben, ist, man kann natürlich vorbeugen, jetzt nicht mit der Creme, sondern mit Ernährung, mit Wasser etc. pp. Kriege ich da noch einen Tipp von Ihnen, wie ich das am besten mache? Ja, ich habe erwähnt, bei den exogenen Faktoren, die zur Hautalterung führen, okay, die falsche Ernährung. Ja. Bei der falschen Ernährung in erster Linie ist das Überschuss an Kohlenhydrate. Je mehr wir Brot, Süßigkeiten, Marmeladen, Kuchen oder Süßgetränke zu uns nehmen, desto schneller dieser Glycation-Prozess der Proteine, der Eiweißstoffe stattfindet, desto schneller der Abbau der Strukturproteine, Eiweißstoffe stattfinden. Deshalb wir bekommen diese Age Products, Advanced Glycoxidation End Products, Age genannt, okay, messbar in Urin, messbar im Blut, okay, die zeigt uns, dass die Degradation, dass der Abbau der Haut beschleunigt ist. Und das hat zu tun durch diese Glycoxidation, also Oxidation der Glykoproteine, die entstehen besonders, wenn wir immer wieder an Brot greifen, zum Süßigkeiten greifen, zu diesen Sachen, die unser Leben auch verkürzen. Ja. Also das ist die erste Empfehlung. Okay. Guter Sauerstoff ist natürlich gut, ist sehr hilfreich für Gesundung der Haut und richtige Energetik der Haut. Wasserzufuhr, ausreichend Wasserzufuhr. Sie können die beste, wir haben auch hier einen Moisturizing Faktor in die Creme, habe ich nicht mehr erwähnt, ja, die Wasser speichert. Aber wenn Sie kein Wasser trinken, sie ist nicht zu speichern, verstehen Sie? Und der Turgor der Haut lässt nach. Ja, also Wasser trinken, bitteschön, 1,5 Liter am Tag wäre die mittlere Dosis, 1,5 Liter ist schon in Ordnung, und Wasser guter Qualität, wenn möglich. Ja? Am besten nicht kohlensäurereiche Wasser, sondern stilles Wasser guter Qualität. Super. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen, dass Sie auch den Weg nochmal zu mir hier ins Studio gefunden haben, mir Rede und Antwort gestanden haben und mir auch Tipps gegeben haben, wie ich meine Falten behandle, falls ich welche hätte, und wenn ich keine habe, natürlich das ein bisschen vorbeugen kann. Aber gerne. Sie, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, wissen jetzt bestimmt auch, was Sie jetzt machen können. Und falls Sie natürlich noch mehr Fragen haben oder noch mehr Antworten brauchen, können Sie jederzeit auf www.quantisana.ch sich melden. Da gibt es auch einen richtig, richtig tollen Flyer. Ich zeige Ihnen den auch noch mal ganz kurz. Den können Sie jederzeit bestellen, den können Sie sich einfach mal kurz durchgucken. Da finden Sie noch mal mehr weitere Informationen darüber, wichtige Informationen, wie Sie mit der ganzen Geschichte umgehen sollen, und können sich das natürlich auch noch mal überlegen. Ich freue mich natürlich sehr, Sie bald wieder hier begrüßen zu dürfen, hier bei Quantisana TV, und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Auf Wiederschauen. Vertrauen, wir bauen die Welt wieder auf. Unser Licht weist uns den Weg aus der Fährte voll Rauch. Hab keine Angst, denn die Angst hält uns stumm, und am dunkelsten ist die Nacht vor der Dämmerung. Hab Vertrauen, wir bauen die Welt wieder auf. Unser Licht weist uns den Weg aus der Fährte voll Rauch. Hab keine Angst, denn die Angst hält uns stumm, und am dunkelsten ist die Nacht vor der Dämmerung.